Nochmal. Okay. Ho, ho, ho. Liebe Concierge, sonstige Freunde. Mein Freund der Krampus, der heute nicht da ist, würde sagen, genau, ich bin übersteuert. Einen Moment. Vielen Dank. Sie sehen, unser Direktor hilft uns in jeder Lage. Ja, vielen Dank. Der Krampus würde sagen, Pack. Gott sei Dank sehe ich noch in diesen Krisenzeiten fröhliche Gesichter. Früher hätte man ja für diese Veranstaltung als Türschild Club der anonymen Millionäre nehmen können. Heutzutage steht da Seminar zur Überführung von Geld nach Luxemburg. Noch schlimmer hat es ja die griechischen und italienischen Kollegen getroffen. Ich weiß nicht, wie oft Pro-Service beauftragt wurde, doch mal kurz was abzuholen. Wie hart die Rezession zugeschlagen hat, sieht man auch daran, dass letztes Jahr noch ein voll professioneller und erfahrener Top-Weihnachtsmann hier stand und jetzt hat man einen schwäbischen Teilzeitarbeiter finden müssen. Sogar der Krampus, der erst ein bisschen kleiner hätte ausfallen sollen, hat man ihn dann doch ganz weggestrichen. Doch im schönen Bayern gibt es noch letzte Bastionen des Frohsinns und der Freude, die der Euro-Depression trotzdem. So führt der Staatsmann unter der... Nein, jetzt muss ich nochmal anfangen, jetzt bin ich ganz nervös. Krampus, ohne Kleid. So führt der Staatsmann Christian N. wie einst Napoleon als Il Presidente seine Truppen von Sieg zu Sieg. Selbst Berlin haben wir im Sturm genommen, wir Bayern. Auch die Reisespesen sind dank unseres Partners Sixt unter Kontrolle. Derweil hält ihm der Mann mit der sonoren Stimme Bobby im schönen Königshof den Rücken frei. Der König des Gasteils, Il Kardinal Belando, hat mit seinem Importnet natürlich die Sache dort unter Kontrolle, sofern er nicht Reisen nach Italien für erschöpfte Soldaten anbietet. Dass in der Ruhe die Kraft beliebt, zeigt General Enzo im Bayerischen Hof. Feldmarschall Florian W. mit seiner eloquenten, intelligenten, verbindlichen und imposanten Art steht ihm genauso wie die Hauptleute Baccarini, Garofalo, Pino, Gauff und Lindner, wenn er nicht gerade Südtiroler Speck auf dem Viktualienmarkt verkauft, zur Seite. Hinter dem Schützengraben in München auch der Bahnhof genannt, sind die französischen Waffenbrüder auch schon in Stellung gegangen. Hervé, Troy und Simon haben den Meridian zum Sofitel schon überschritten, wurden aber von Michael, Manfred und Ümit wieder zurückgedrängt. Vom Beobachtungsposten Wolf verfolgen die erfahrenen Maxi und Domenico den Verlauf der Schlacht. Dass sämtliche Schlachtpläne der Stadt hier verschwunden sind, halte ich aber für ein Gerücht. Frauen in Uniform sind ja immer nett anzusehen. Deshalb darf die belgische Kommandeurin Heidi V. mit ihren Vasallen Jochen und Thies, der übrigens auch Data genannt wird, nicht fehlen. Die Kriegskasse wird verwaltet von Hans B., welcher immer gern in die Schatulle greift, wenn es nötig ist. Außerdem besorgt er auch noch Geld als Poonaufsicht in italienischen Hotels. Der sitzende General Sergio in der Garnison Hilton ist auch bei weitem kein Schreibtischhengst. An der Westfront, in den Burgen der Stadt, in den großen Burgen der Stadt, werden die Gegner, besonders die österreichischen Truppen, von Mario, Challe, Thomas und Dominik aufgehalten. Im Zentrum der Stadt steht das Bollwerk hingegen im Mandarin, wobei Glühwein und Gyros in der Almhütte auf dem Dach Dario und Sotirios auf der Hut sind. Ein Steinwurf entfernt in 4 Jahreszeiten das Kommando- und Krisenzentrum. Il Padrino Massimo und sein Generalissimo Andrea mit Lars Jürgen sowie den angeheuerten Söldnern und Kampfmaschinen Wolfgang und Michael sind für jeden Kampf zu haben. Vielen Dank hier auch von deutlicher Stelle an Massimo und Herrn Direktor Ludwig für die Durchführung und Planung dieses wunderschönen Abends und das Überweisen meines Gehalts monatlich. Selbstverständlich pünktlich. Unpünktlich sind die anderen. Die Veteranen und Reservekämpfer seien an dieser Stelle auch erwähnt. Einmal umblättern, Krampus. Vielen Dank. Wobei besonders die graue Eminenz Hans M. dabei ist, der den Jungen immer noch den Weg in die Schlacht zeigt. So, Krampus, jetzt aber fix, denn der Table Dance Laden macht zu. Vorher noch ein Bier im Franziskaner, denn unsere Gage ist dann auch schon weg. Ich bedanke mich, wünsche euch und euren Familien, nächstes Jahr komme ich auch mit Bar, auch wegrationalisiert,